wir doch gerade ein Lied singen. Wie geht es? Das mit dem Zundhölzli, stimmt? Hey, ich habe ja da ein Zundhölzli. Das könnt ihr euch doch gerade für den Anfang mal singen. Ich habe ein Zundhölzli da. Achtung, jetzt habe ich gerade ein kleines Knosch. Ich muss gerade schnell. Ich habe ein Zündhölzli. Ja. Nein, ich habe es nicht angezündet, ich habe es eben in der Hand. Nein. Oder wisst ihr welches? ist eben nicht das, was alle kennen. Es ist nur so etwas Ähnliches. Also, ich habe ein Zündhölzli hier in meiner Hand. Genau, jetzt kommt es mir in den Sinn. Ja, so geht's. Ich habe ein Zündhölzli hier in meiner Hand. Und ihr seid jetzt sicher alle zusammen gespannt, ob ich es anzünden tue, weil da braucht es schon ein bisschen Mut dazu. Aber zack! Schon brennt's. Feuer und Flammen flackern und zünden. Feuer und Flammen geben hell und warm. Feuer und Flammen, hoppla, die sind ja heiß wie ein Geiss. Drum lösche ich das Feuer, die Flammen aus. Drum lösche ich das Feuer, die Flammen aus. Sonst hätte ich mir gewusst noch die Finger verbrannt. Hey, dir. Das war jetzt ein spezieller Anfang. Zuerst mal ein Lied, wo mir der Text gerade nicht in den Sinn kommt. Und dann bin ich ein bisschen komisch angelegt, gell? Aber ihr merkt ja schon warum. Ich habe nämlich extra meine Velokleider angelegt, das kommt dann später noch. Aber jetzt einfach mal. Hallo zusammen! Herzlich willkommen zur zweiten Folge der Rubiger Flickflack-Geschichtenwoche. Gestern haben wir ja auch schon ein bisschen, ja, also ganz im Feinsten angefangen mit der Kerze, die wir angezündet haben. Auch mit einem Zündhölzchen. Und dann ist es immer wie heller geworden. Und wenn es hell wird, dann sieht man die Farben der Welt. Und dann haben wir nachher das Lied gesungen von allen Farbentönen. Und ich würde mal sagen, das singen wir doch heute auch gerade wieder. Regenbogenbunt, sehe ich die Erde leuchten, sie ist oben raus, fröhlich, farbig, wunderschön. Kunterbunt hat Gott unsere Welt erschaffen, und sie strahlt hell und klar in allen Farbentönen. Regenbogenbunt, sehe ich die Erde leuchten, sie ist oben raus, farbig, fröhlich, wunderschön. Hey du schöne Welt, musst dich nicht verstecken, nein, du strahlst hell und klar in allen Farbentönen. Sag, hast du noch ein bisschen Plotsch in deinen Augen, oder stehst du sonst klein neben den Schuhen? Komm, wir malen zusammen den Tag ganz farbig an, weil Farben gibt's ja genug. Regenbogenbunt, sehe ich die Erde leuchten, sie ist oben raus, fröhlich, farbig, wunderschön. Hey du schöne Welt, musst dich nicht verstecken, nein, du strahlst hell und klar in allen Farbentönen. Regenbogenbunt, sehe ich die Erde leuchten, sie ist oben raus, fröhlich, farbig, wunderschön. Kunterbunt hat Gott unsere Welt erschaffen, und sie strahlt hell und klar in allen Farbentönen. Das ist ja so ein bisschen unsere Flickflack-Welt, die strahlt hier hell und klar in allen Farbentönen. Und das da ist das Flickflack. Gestern ist ein bisschen speziell, oder? Weil so online und so. Gestern haben wir den Würfel genommen und nachher so manchmal, wie wir gewürfelt haben, habe ich da hin und her geflickflacknet. Jetzt habe ich gerade noch eine andere Idee. Es gibt noch eine andere Form. Ich habe nämlich hier in meinem Koffer ein Spiel, das heisst Nanu, ich denke, da liegt der Schuh. Das ist so eine Art des Memory. Und das ist nämlich noch cool, es gibt auch andere Würfel, weder die mit den Zahlen. Müssen mal schauen, da ist einer mit Farben. So verschiedene Farben. Ja, gerade. Genau wie das Flickflack. Und jetzt würde ich mal sagen, spielen wir
mit dem Farbenwürfel Flickflack. Nicht Karamell sind drin, sondern ein Farbenwürfel. Und ich würfle und die Farbe, die dann vorne ist, das Zettel hinter dieser Farbe nehmen wir für. So, also komm, schau mal, okay. Geht doch das? Ja, das geht sicher. Orange. Also, schauen wir mal beim Orange schauen, was da vorne kommt. Orange haben wir hier. Okay. Das ist recht, hat so ein bisschen mit Kerzen und Zündhölzchen und so zu tun. Kennt ihr das? Da steht drauf, eine Kerze machen. Hoppla, Achtung. Jetzt wird es noch ein bisschen sportlich. Zum Glück habe ich meine Sportkleider an. Dann tut man so am Boden sitzen. Und nachher... Achtung jetzt. Also eigentlich liegen. Und dann müsst ihr so das Viertel mit den Händen nehmen und mit den Beinen eine Kerze machen. Und eure Füße, das sind quasi die Flammen. Boah, Christoph ist sportlich. Nicht schlecht. Sehr gut. Also, Kerzen machen beim Orangen. Die wir den Würfel wieder schütteln. Gelb. Seht ihr es? Gerade wieder Teppich. He? Nehmen wir Gelb. Hey, fast wie mein T-Shirt. Hey, so richtig knallig gelb. Ja, das ist doch nochmal super. He? Jetzt tue ich euch mal winken. Da steht nämlich drauf winken. Und ihr winkt wieder zurück. Ja, genau so. Super. So wie wenn man beim irgendjemandem halt Adieu sagt oder Hallo oder so. Hey, gut, aber das ist im Fall nicht Geschichte. Heute jetzt wieder ein bisschen spannend. Dir. Also. Rot. Nehmen wir Rot? Oder haben wir das schon gehabt? Nein, ich glaube, wir haben es noch nicht gehabt. Also, im roten Zettel heisst es im Fall 10-mal. 10-mal in die Luft gumpen, oder? Zum Beispiel so. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Schon wieder sehr sportlich, he? 7, 8, 9, 10. Boah, kommt man nicht schnaufen, dir? Also, aber das ist immer noch nicht Geschichte, he? Zeigt sich schon langsam ein bisschen, wo das sie sein können. He? So. Weiss. Weiss ist auch schön, he? So wie im Winter der Schnee. Nehmen wir mal das Weisse, he? Sehr gut. Auf dem weißen Zettel, nein, auf dem roten Zettel, der hinter einem weißen Fenster war, steht Geschichte. Und jetzt ist der Annegret parat und erzählt uns Geschichte. Schon manches Jahr hat es nicht mehr geregnet im Land. Eine grosse Trockenheit hat die Leute geplagt. Der Elia, der Prophet und der König Ahab stehen einander vis-à-vis. Ha, da bist du ja. Willst du das Volk Israel eigentlich verderben? Sagt der Ahab zum Prophet Elia und schaut ihn böse an. Ha, nicht ich bin schuld, dass es schon so lange trocken ist, sagt der Elia. Das Volk ist seinem Gott untreu geworden. Ja, das ist jetzt die Strafe. Warum müssen sie auch den Baal anbeten? Mein König, ich will das ganze Volk auf dem Berg Karmel versammeln und will zu ihnen reden. Haufen Leute sind auf den Berg geströmt. Da oben kommen sie zusammen. Der Elia ist wieder da, rufen sie. Was hat er uns echt zu sagen?
Und Nachrichten von Propheten sind nicht immer die schönsten. Auf dem Berg Karmel, dort steht nicht nur der Elia, dort sind nicht nur Menschen aus dem Volk Israel. Nein, dort hat es auch 450 Baalspriester. Hört! Fängt jetzt der Elia an. Wir wollen schauen, welches der richtige oder wahre Gott ist. Ich schlage vor, wir Metzger 2 Stiere. Und dann wollen wir ja dann schauen, der Baalspriester, ob euer Gott das Opfertier annimmt, aus anzündet, oder ob unser Gott das macht. Sie haben 2 grosse Holzstöße aufgeschichtet und die Baalspriester haben angefangen. Sie haben den Opferstier gemetzelt und draufgelegt und dann haben sie angefangen zu beten. Zuerst haben sie gebrümmelt, dann immer lauter gebetet. Und lauter und lauter. Und am Schluss haben sie zu ihrem Gott Baal gerufen. Zünd unser Opfer an, nimm's an, o du grosser Baal. Aber nichts ist passiert. Nichts. Jetzt war der Prophet Elia an der Reihe. Auf Regen warten sie. Auf Regen. Ha! Der Elia hat noch 12 Kübel Wasser über sein Opfertier geschüttet. Eine riesen Plotscherei um den Holzstoss herum. Und er hat er zu seinem Gott angefangen zu beten. Gütiger Vater im Himmel, du weisst, du siehst unsere Not. Lange hat es nicht geregnet. Zeig dich in deiner Grösse, in deiner Kraft. Zünd das Opfer an. Da ist es wie Blitze vom Himmel oben abgeschossen. Und ein Feuer hat gezüngelt und das Opfer angezündet. Schnell war es ein riesen Feuer, das der Stier aufgefressen hat und der Holzstoss damit. Menschen zu ringen, dumm sie erklüpft, sie in die Knie und haben ihren Gott angebetet. Oh, du grosser Gott, du Gott von unseren Vätern, unseren Vorvätern, du Gott von Abraham, von Isaac, von Jakob. Ja, jetzt sehen wir es. Du bist gross. Der Jubel hat man gehört, bis in den Palast zu der Königsfrau, zur Königin Isabel. Und sie hat döbert und gewettert. Nein, das Volk soll mein Gott anbeten und an den glauben. Ich bin doch Königin. Ich kann doch sagen, an wen man glaubt. Aber der Wille, dass die Königin Isabel noch döbert hat, ist schon weit aussen auf dem Meer ein kleines Wölkchen aus dem Wasser aufgestiegen. Das Wölkchen ist gern grösser geworden. So gross, dass es die Sonne hat verdecken. Und in kürzester Zeit war der ganze Himmel grau und dunkler geworden. Und jetzt hat der Luft angefangen zu rauschen. Ein Blitz hat gezuckt. Und die ersten dicken, schweren Tröpfe sind ab und runtergefallen. Und schnell sind aus den dicken Tröpfen ein grosses Regenrauschen geworden. Menschen haben den Regen über ihre Haare und Kleider
rauschen, haben die Arme in den Himmel aufgestreckt, haben gejubelt und Gott danket. Gott, du bist der Herr über das Wasser, du bist der Herr über die Feuerflamme. Deine Stimme hören wir im Regen rauschen. Gib deinem Volk Kraft, du grosser Gott, und tu uns segnen. So gut, so nach, so gross, so toll, so mega überraschend bist du, mein Gott. So cool, so stark, so mächtig, so fein, so wunderbar und einzigartig bist du, mein Gott. Ich glaube, genau das haben sie erfahren, die Leute auf dem Berg, Karmel. Gott ist einzigartig und mächtig. Und das Lied passt, glaube ich, ganz gut. Hey, wollt ihr helfen? So gut, so nach, so gross, so toll, so mega überraschend bist du, mein Gott. So cool, so stark, so mächtig, so fein, so wunderbar und einzigartig bist du, mein Gott. Drum singen, singen, singen in ein Lob für dich. Wir haben meine Hände zu dir hin. Damit möchte ich dir sagen, dass du einzigartig bist. Und jubel so laut, wie es möglich ist. Ja, dann können wir dann noch jubeln. He? Wir singen es dann gerade nochmal, aber wisst ihr was? Zuerst wollte ich euch noch etwas zeigen. Jetzt habt ihr vielleicht schon immer ein bisschen gedacht, ja eben, mit dem Velo da. Ihr habt vielleicht so ein Dreirad-Velo oder ein kleines grösseres schon, ist ja klar, das kommt einfach darauf an, wie gross oder wie alt man ist, ob man schon Velo fahren kann. Und ich habe eben wegen dieser Geschichte mein Bergvelo mitgenommen. Mein Mountainbike, ich gehe darum wirklich gerne so die Berge auf mit dem Velo. Auf dem Berg Karmel bin ich zwar noch nie gewesen, aber ja, so über die Pässe und über die Höcker halt, hier im Emmental oder in den Bergen. Und Susanne sagt immer, nimm genug Wasser mit. Gell? Sagst du aber? Und die sagen, ja, alles, was man mitnimmt, muss man noch tragen. Das Velo ist so schön leicht, wo ich denke, nicht noch Haufen Zeug mitnehmen. Und es war auf dieser Fahrt im Fall heiß gewesen. Und ich habe Durst bekommen. Und die Flasche war irgendwann leer gewesen. Und ich habe fast nicht mehr mögen. Und dann dachte ich, ja, kommt sicher ein Bauernhaus mit einem Brunnen. Nichts war. Also da und dort mal auf einer Kuhweide ein Trog mit Wasser, das eigentlich für die Kühe ist. Aber da habe ich gewusst, das kann ich nicht nehmen. Und dann ist es gleich noch gut gekommen. Ein Bächli. Ja, manchmal weiss man nicht, ob man aus dem Bächli einfach so Wasser kann nehmen kann, weil sie beschüttet haben oder so. Aber ich habe einfach gemerkt, jetzt muss ich Wasser trinken. Und es ist gut gekommen. Ich konnte meinen Durst löschen. Und das ist mir eben in den Sinn gekommen bei dieser Geschichte da. Auf dem Berg Karmel. Es hat ewig nicht geregnet. Und wer ist der es machen kann, dass wieder Regen kommt? Die Quelle vom Leben, sagt man manchmal auch, kann Gott sein. Und das wollte ich euch sagen. Das ist irgendwie, genau, mein Mountainbike. He? Und nicht immer, wenn ihr geht wandern oder Velo fahren, genug Wasser mit. Das ist wirklich sonst ein Kabis, wenn man irgendwie Durst hat. Also meine Brille, jetzt brauche ich die da wieder. Jetzt würde ich sagen, singen wir noch einmal das Lied einzigartig. Vielleicht gerade aufstehen und ich habe da meine Band, die mitspielt. Und daher können wir sogar ein bisschen Bewegungen machen dazu. Wow, das soundet der. Seid ihr parat? Hey, aufstehen, alle zusammen. So gut, so nach, so gross, so toll, so mega überraschend bist du, mein Gott. So cool,
so stark, so mächtig, so fein, so wunderbar und einzigartig bist du, mein Gott. Drum singen, singen, singen in ein Loblied für dich. Erheben, eben meine Hände zu dir hin. Damit will ich dir sagen, dass du einzigartig bist. Und jubel so laut, wie es möglich ist. Juhu! Bravo! Juli, hui! Sehr cool. Wow! So hat es getönt. Die beste Zeit von diesem Tag, in der zweiten Folge vor Geschichtenwoche. Schon fast wieder vorbei. He? Genau. Hat es euch gefallen? Morgen im Fall die dritte Folge. Oder wenn, dass ihr sie auch immer schauen wollt. Das ist ja das Coole, wie Flickflack online ist. Und schön, wenn ihr morgen auch wieder dabei seid. Wir singen gerade jedes Mal, bei jeder Folge, das gleiche Lied. Das vom dürfen behütet und gesegnet sein. Gott segne dich und mich. Gott segne dich und mich mit Kreuz und bei ihm sein, mit Glauben, wo uns Halt kann geben, wo niemand uns kann nehmen. Gott segne dich und mich, dass wir ein Licht können sein, der Dunkelheit entgegenstehen, bezeugen, Gott ist da. Und jetzt sagen wir Tschüss zusammen.